Ja, dat vind ik wel. Sehr gut. Einem der schein. Das ist gut. Ich freue mich, weil er hier oben sind. Ich sehe uns jetzt nicht hier was. Wohnen hier haben wir nicht gehen, so. Mir das schein. Wenn ich kann predigen. Das ist die beste Arbeit. So nehmt mir den nicht bei einmal weg. Wir fangen eine neue Botschaften an, was ich nenne Jesus als der Grunt. Und das handelt sich von der um ein Thema, wo ich in einer Woche nicht gleich von zu reden. Gut, Sie sagen mir jetzt schon predigen, nicht? Und das ist auch, aber einmal muss ich an Dinge reden, was nicht ganz so schön gehen. Aber ich will von einem Thema reden, von der, dann ist die vierte Botschaften, was ich da rede ich von Jesus in zweite kommen. Und das jetzt scheint zu reden von der Entrückung, und wir wollen Jesus begegnen, wir wollen mit Amtop sein, in Himmel, Chas führen. In 100.000 Jahre zurück, und wir wollen mit Jesus taub sein, dort jetzt scheint. Aber das ist noch ein anderes Thema, was mit der einen Zeit zu tun hat. Und dann ist die Botschaft von dir, und dort geht das all in mein Hart. Aber ich rede nicht von mir, ich kann das nicht sagen, aber Gott hat an mein Hart gelegt. Und so in diese drei Botschaften will ich ein bisschen von dort reden. Annie, sie wurde angeboren in einer Familie, die zij in de kerk verwikkeld weer. En zo zijn we van klein aan in de kerk. En zij gingen in de kinderkerk van zij klein en wie immer door mank. En als ze spät grater wordt, zij ophalten en zij helpt de leraar schon mal leicht. Al die dingen, er ging het zeer schijn. Elderen weer zo'n lied dat van de kerk in der op weer en weer in de deur. En zo wat immer de kerk aanstelt, zij weer in de deur en zij weer van klein aan gewaand. Dat de kerk weer wichtig, zij weer in de kerk. En als hij nog nooit jong werd, en een dag, dan gaat ze ook nog ver in de kerk, zij beten gebed, zij laat Jezus aan haar leven. En zo zij wordt zeer involved in de kerk, als zij in de jugendjaren aan was, dan zijn we in de jugendgroep, en zij weer zeer verwikkeld met de jugendgroep, er ging het zeer schijn, zij helpen, waar ze kunnen. En zij voeren een paar kaarten missionsreizen, als de jugend, die deed manchmal kaarten missionsreizen, en zij voeren door, en dat ging er allemaal zeer schijn. Zij had some zeer wertvolle ervaringen in haar leven. Ihre mama was krank. Die hadden gewassen in haar Körper. En zij als jugendgroep en als kerk, zij beden voor ihre mama. En die wilden ihre mama opereren. En de dokters zeiden dat het kan zijn dat wat slechter wordt zijn. En zo de ganze kerk beden. En ze leden haar heen op. En het nächste Mal wat ze een dokter voort, dan is het gewassen weg. En de dokter zegt, dat is geen menselijke weg, waar het gewacht is. En zo zij hebben ze vervreden en zij hebben een wunder beleefd. En zij zijn zo vrolijk, dat is een wondervolle ervaring. Op een van ihre missionsreizen, wat ze merkten, dat zij een andere girl, een andere meal, wat met haar top, dan van naar de Hisa gaat. En zo dat is een oudere vrouw. Ook een krankelige vrouw, een oudere vrouw, die kent niet Jezus. En zij vertalen van Jezus, en deze vrouw neemt Jezus aan. En zo zij zijn waar meest bezitzig, vervrede. Zo schijnt het en dat. En zo zij leven als verwikkeld met deze dingen. Als zij alle wordt, zij wil een missionaar zijn. Niet bloß een missionaar, maar zij wil een nurse zijn. Zij wil van nurse leren en dan wil zij een missionsveld. Eentwo in een andere ziet welt, wo mensen niet zo leicht nur de dokters kennen en zo'n dingen, daar wil zij schaffen. En zo, zij beet van jong, wat den droom hebben. En dat ze zich kan bevrijen en dat ze kan met haar man taub op een missionsveld gaan. En als ze gradueert van de Bibel, of van de hogeschool, dan gaat ze in de Bibelschool naar. En ze wil een paar jaar naar de Bibelschool gaan, dan naar de nurseschool, van nurse leren. En in de Bibelschool begint ze een jonge man, die heet Bill. En Bill heeft een hart voor mission. En zij vangen te vertalen, Emma Meijer, je weet wat het is, jonge mensen. En zo zij vangen zich aan te gleichen, zij vallen in live. En zij worden zich einig, dat zij worden zich befrieren. 2 weken na de graduatie van Bibelschool worden ze zich befrieren. En zij plannen naar de kast, ze zijn engaged. En dan worden ze naar de school gaan voor nurse. Hij wil een pilot zijn. En vliegen, dat heeft zo'n missionsvelden waar die met airplanes vliegen. En zo dat is een ganz missionsveld met vliegen, wat airplanes vliegen, met dokters en medicijn en al die dingen. En zo dat is wat hij wil doen en zij wil een nurse zijn.
En zij plannen ihr Leben, de ganze Zeug ist hingeend, de Eltern sind hingeend, de ganze Schule ist hingeend. En zij kunnen meest niet leren wat de school daar is. En dan naar een andere school, waar nog eenmaal 3, 4 jaar vliegen, waar ze naar school gaan, maar dan willen ze naar een missionsveld. 2 Monate voor graduatie in de Bibelschool, dan vangt Bill zich aan slecht te vallen. En dat wordt immer ooier. En zo zijn de ouderen nemen hem een dokter. En de dokter onderzoekt hem. En komt met zo'n truie nodig terug en zegt dat Bill heeft een zo'n agressieve soort van bloedschrift. Aber einer ist abgewassen in die Kirche, wo sie Wunder belebten und sie glaubten an Wunder. Und sie haben ganz klar, dass Gott wird ihn heilen. Und so sei in ihrer ganzen Schule, sie fanden ihre Eltern, ihre Kirche, die Studenten fanden ihre Kirche, und tausende Menschen fangen an zu beten für Bill. In der Schule haben die Studenten, die stehen sich taub und sie merken eine Gebetskette. 24 Stunden Tag wird gebetet, was immer eine Gruppe wird betet, 24 Stunden Tag. Und den Tag, wo Graduation ist, dann starb Bill. Und Annie, ihr Leben ist verschmattert in diesem Peter. Sie weiß nicht, was sie wieder soll. Von der ist Annie, weil sie nennt sich ein Atheist. Ein Atheist ist eine Person, die nicht läuft, aber einen Gott gibt. Sie schmeißt ihr Glauben weg. Mit so einem Gott, weil sie nichts zu tun haben, was Bill nicht heilen wird. Maar weet je, deze Geschichte, die wiederholt sich duizenden Mal jeder Jahr in Nordamerika. Statuten wiesen uns von der, dass die Kirche in Nordamerika nimmt sich auf. Na, wir reden hier von 3 Services, 3 Services, 3 Gottesdienste. Was ist das erste? Du wirst nicht Service nennen. 3 Gottesdienste, weil wir hier tun, wenn wir wussten, dass die Kirche das sehen, aber wir sind eine Utnahme in Nordamerika. Viele junge Menschen von der, und nicht bloß junge, aber auch ältere Menschen, aber besonders eine jüngere Population, jüngere Menschen, die verlassen die Kirche, sie verlassen ihr Glauben, sie schmieden das weg. Und da sind verschiedene Ursachen für das. Und ich will nicht in all die Ursachen von der nennen gehen, vielleicht auch in eine andere Botschaft noch ein bisschen von der nennen vielleicht, aber ich will von einer Ursache reden, wo in Menschen ihr Glauben verlieren. Das wird die Ursache, wo in Annie ihr Glauben verloren. Oder wo in sie das wegschmeißt. Und dort ist das, und ich will Hand sagen, vorsichtig horchen von der, und nicht glauben, dass ich alles im Grunde nicht. Aber wenn du den Glauben auf Erfahrung ihrer Umstände gründen ist, dann wird eure Luther alle wegschwammen. Und so darf ich ein bisschen denken von der. Wenn ich mein Glauben gründe auf Erfahrung ihrer Umstände und dann der Sturm im Leben kommt, dann braucht das alle Doel. Und das sei wie Eva in Nordamerika. Und so die Frau, die wir uns fragen, ist, auf was glaube ich? Wo ist mein Glauben auf die Grund? Und so wie nannte sie die Botschaft von Jesus als der Grund, aber ist er wirklich? Er kann nicht sein, dass mein Glauben ist gegründet auf Erfahrung. Und wenn die Erfahrung durch nicht ist, dann braucht das alle Doel. Er ist gebüht auf meine Umstände. Und wenn die Umstände verschmattern, so ist Annie erzählt, und Ring unser Traum wird tot, dann ist das alle weg. Because dort, wo mein Glauben abstand, und das dort weg wird, dann wird der Glauben auch weg. Und so wir wollen ernstlich denken, wenn ich ein großes Besorgnis für uns als Kirche und an unsere mennonitische Welt, dass wir uns Glauben bauen auf das rechte Ding. Einmal ist es auf Tradition, auf Kleidung, auf all solche Dinge, das dort auch bekannt wird. Aber eine andere Seite von dort ist es einmal auf Erfahrung und Umstände. Und so da haben wir von der ein bisschen checken. Ich nannte diese Botschaft, ich kann das hier noch nicht, aber ich nannte diese Botschaft, den Dach, wo der Nofolja Nohus ging. Du wirst ein Dach in Jesus sein Leben, als die Nofolja ungefähr alle. Und ich kann mich nicht feststellen, wenn ich hier Madeleine meine Botschaft, wie in einmal stand, 25% von der Kirche ab, gehen gut vor dem Haus, wir sind durch. Aber dort wie Jesus seine Erfahrung ein Tag. Und die Ursache, dass seine Nofolja in Haus ging, ist die selbste Ursache, wo in von der viele Menschen in Haus gehen und sagen, hat nichts mehr zu tun. Und weißt du, das ist in einer Weise ein sehr ernstes Thema, in einer anderen Weise aber sehr wichtig. Jesus sagt es, und dann wollen sich viele euren,
und sich untereinander verroden und sich untereinander nicht lieben können. Und dann waren viele falsche Propheten abgestoßen und viele verleiden. Und willst die Gottlosigkeit whatever nehmen, wat die Leib, wie viele Menschen kalt worden. Nou weet je, ik reed van dat, dan zegt aber wer waarom één uithoudt, wat geraad worden. Ik zie dat er zijn prophezeiungen in de Bibel van dat de laatste tijd, waar mensen wegvallen van ihr Glauben. Ik leg dat helemaal niet. En du in Predigt, du fährt mal nicht von, wenn ich leg nicht, wenn ich einen Glauben, dann wahrhaft je Kind Gottes verlässt nicht sein Glauben. Gott merkt sure, dass wir bleiben. Dat is een andere thema van een andere message. Maar weet je, we kunnen ons geloven bouwen op het echte ding. En we kunnen ons verstellen als Christen in een geloven hebben. En zo excited zijn over ervaringen wat we hebben. Maar de geloven is gebouwd op een echte grond. En wanneer die grond verschwindt, dan vallen we weg. 2. Thessalonicher sagt Paulus, dat Leute von keinem ab irgendein Weg anschmieren, erst mal dat kommt, dat viele von Gott auffallen, das war halt nicht gleich. Paulus sagt, erst mal dat kommt, wat je de Thessalonische Kirche glaubt, sie wären in der Triebsaal. Sie glauben, Jesus hat all die Entwicklung will passieren, und sie wären hängen geblieben. Und so er sagt, das muss erst passieren, erst mal dat kommt, dat viele von Gott auffallen, und dat die gesetzlose böse Mensch, der für die halb bestimmt ist, verdacht kommt. So Paulus sagt, dass er kommt in Weichfall. Na, Schriftleier haben verschiedene Ideen über das. Aber wenn wir den Gedanken bloß mal mit ansenken, dass er kommt eine Zeit, wo viele von Gott waren weichwegen. Weißt du, wir leben von der in so einer Zeit. Ich weiß nicht, ist kraken, wo Paulus hiervon redet. Aber von der ersten Tag in Nordamerika, und das ist noch ein Grund, wo die Menschen weichfallen, ist, dass unsere Schule, wenn junge Menschen, die wissen in die Kirche ab, dann gehen sie nach der höheren Schule, das Universität und so weiter. Und da wird ein Tag für Tag gelehrt, dass das Jäftchen Gott ist. Alles bloß entwickelt. Und wenn uns Grunt nicht der Rechte ist von uns Glauben, dann tun diese jungen Menschen, die von der Schule rauskommen, dann sind dort Atheist geworden. Dann bleiben die nicht mehr an Gott. Aber der Tag, wo der Nofolja in der Haus ging, was passiert? Und wo wir? Und so das, wo ich die ewige Zeit will von reden. In Johannes Kapitel 6, da haben wir so ein ganzes Kapitel, das ist ein langes Kapitel, ich werde die Verse nicht alle lesen, aber ich war mit vertalen von der Geschichte. Der fängt an, mit dass Jesus das 5000 Menschen feiden. Stellt euch mal vor, als wir in Israel wären, und wie wir auf den Ei waren, wo sie leben, wo das passiert ist. Und da wir so ein Schruzer Ei war, ein großer Plak groß, und mir das finde ich auch bebüht mit Gebieten und so eine Dinge, aber ich stellt mir, ich möchte mir ein Bild, da saßen 15.000 Menschen so an den Ei war. Und Jesus hat von daher gepredigt, und Jesus hat Wunder getan, Jesus hat verschiedene Dinge, und ich wollte meistens wissen, wohin diese Menschen da wären. Aber da wären viele Menschen, das wir Jesus sehen, die Kirche, der war gewaltig. Der ganze Land daran, Jesus hing heran. Und dann sie ran uit eten, sie haben nicht eten. Und leer, der ist, der Schlamm, Jesus sagt zu den Jünger kommen erstens noch an sein, Leute Menschen mal gehen, like Himmel hat mit predigen, nicht? So, ja, das eine Mal, eine Stelle. Aber, und so sie sagen, Leute Menschen mal in Haus gehen. Das wird Abend und der hat kein Eten. Und Jesus sagt, well, je habt zu eten. Und wir haben ihn nicht. Aber das ist ein kleiner Junge, wie kann die Geschichte? Kleiner Junge mit Brot und Fisch. Und so Jesus feit die 5000, stellt in der Erfahrung, wir bloß mal an der Erfahrung denken. Wir sind 5000 Menschen. Und wir weit nicht an sie mehr oder genarrt alle und uns hungert. Und wir sind vielleicht wieder von Tüß. Und bei einmal beleben das Wunder. Wow. Das ist eine wundervolle Erfahrung. Aber hier ist, wo in der sind. Dann kommen ein großer Schopf Menschen heran, willst du die Wundertekens, morgen dort, willst du die Wundertekens sagen, dass er an die Kranke deit. So Jesus hat jeden Raum, hat das Wunder, und hat das Kranke heilen, die Blinde können sein, die Lume, die Jeng, die Aussatz geworden rein, all diese Dinge. Und so diese Menschen, die wären tot gekommen wegen der Wunder. Sie wären tot gekommen wegen der Erfahrung. Und nun hatten sie eine wundervolle Erfahrung. Als ich dort in Eiwa stand, in Israel sind das ein interessanter Fall, aber ich würde heute gleich durch sein.
Aber das falsch. Das falsch beschrift in Grunt für Glauben. Was soll das? Na, für je mir rutschmieden, horcht mir durch. Aber wenn das dein Grund ist für Glauben, wenn dein Grund für Glauben Erfahrung ist, eine büttergewöhnliche Erfahrung, und welche Erfahrung jetzt scheint, Erfahrung Gleichheit. Und ich habe Erfahrung gemerkt, ich war mit Luther ein paar Tage, aber ich habe Erfahrung gemerkt, und das jetzt so scheint. Aber ich will nicht an Hort legen, Geschwister, dass wenn du Glauben auf Erfahrung gebaut ist, dann sei je in eine gefährliche Stadt. Wenn Erfahrung ändert von der und morgen. So, dann lesen wir wieder in Vers 11. Und Jesus nimmt das Brot, und als er gedankt hat, teilt er seine Jünger dazu, und die Jünger geben das wieder, und die sich durchgesagt haben, und so die Fisch so viel, als sie eten wollen. Ich wundere immer, wo passiert das Wunder? Es ist bloß eine Frau, oder eine Frau. Und Jesus in Heim, er braucht ein bisschen Brot auf, dann was war dann frisch und an die Jünger Heim. Aber das hat sich gleich, wo das passiert, nicht? Da denk erst, dass die Jünger, extra mit Petrus fair, er hat noch ein Biet Brot und gibt noch den anderen Menschen, als der Trainer kommt, checkt dann so war ein Biet Brot. Ich weiß nicht, was da passiert. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und so, Jesus hat ein großes Wunder. Sehr positive Erfahrung, ihre Umstände verdrehen sich in eine sehr positive Leben. Und welche diese Dinge, die gehen scheinen. Und die wollen wir haben. Und die wollen wir auch gleich rutschmieden. Wir wollen die haben, die gehen sehr scheinen. Aber welche, diese Juden, die wären da erstens wegen der Erfahrung. Und sie hatten nicht das rechte Grund. Das sagt sie wieder, als die Menschen dort Wunderteken sagen, dass Jesus getan hat, sehen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Boy, hier hat sich scheint, oder nicht? Diese hatten nicht glauben. Boy, diese glaubten nicht an Jesus. Diese glaubten nicht, Jesus wie der Prophet, was kommen soll. Und so das Brot eten, das hat es getan. Nu hatten sie glauben. Really? Wir wollen sein, was es für glauben ist in der nächsten Phase. Und welche diese Juden, ich habe in alle Vierten gesagt, dass die Juden hatten so einen Glauben, dass Jesus wird der König sein. Und dort, wo ihn sie am bleibt, und dort, wo ihn sie am heranging. Dann sagt er, dass Jesus antwortet, dass die Menschen, was du wären, dass sie am mit Gewalt wollen zum König merken, vielleicht hat er entgegen für sich allein auf einen Berg. Und so die Menschen, die wären, das wie ein Traum. Weil als Jesus in Jerusalem anreden mit seinen Brüdern, die Menschen schrien, wenn nicht kommt der König. 3 der Luther, oder was immer das wir schrien, sie schriet's den. Was sieht mit denen? Was hat geändert? Glauben, wie auf das rechte Ding gebüht. Und als das nicht passiert, dann sehen sie wieder nichts mehr zu tun. Das war mit Annie passiert. Glauben, wie gebüht auf Erfahrung. Und sie hat wunderbare Erfahrungen im Leben gemerkt. Aber da wie Glauben auf gebüht, und als das ist nicht passiert, dann will ich wieder nichts mehr zu tun haben. Und tausende Menschen von dir gehen den Weg. Und so wir haben die Geschichte, wo hier, aber Jesus sagt, am Wuter durch die Nacht, haben seine Jünger, der Sturm da ist, und das ist ein Wunder, was er hat, und Petrus geht am Wuter, und geht und Jesus rat ihn. Wir sind bekommen mit der Geschichte. Aber dann fingen sie Jesus an der anderen Seite in Kapernaum. Und das sagt Jesus, ich sage ihnen ganz bestimmt, also sie hatten Jesus nicht gefangen, den nächsten Tag morgens. Jesus sagte an, ich sage ihnen ganz bestimmt, die segnen mich nicht durchwehen, dass die Wunderteken sahen. Na, ich dachte erst, die kommen nur mir wegen der Wundertekens. Und was hier passiert wird, was wir hier machen, verstehen. Er sagt, die kommen mir nicht, was Jesus hier wörtlich sagt, ist, die kommen mir nicht heran, wenn ich der Messias sehe. Die kommen mir nicht heran, wenn ich Gott sehen sehe. Wenn das wie prophezeit von dem Messias, dass er würde das Wunder tun. Und als Jesus in Nazareth wieder in der Synagoge, die erste Botschaft, als er predigte, dann sagt er, das ist nun in den Uhren erfüllt, dass er kommt zum Armen das Evangelium predigen, die Blinde sein merken, die Gefangenen losmerken, was immer,
de ganze dingen wat hij op en dan zegt hij, dit is in juni uur in ervulling gegaan. Weet je wat je wil doen? Dan willen ze hem dood nemen. Leiden hem eruit aan boven en willen hem afschmieten. En zo, dat is wat hier passiert. Hij zegt, je ging me niet heen ran, wenn ik daar zie, van wem de profeten gezegd hebben, wat er wordt wunder doen. Je ging me niet heen ran, wenn ik de Messias zie, wenn wat ging ze hem heen ran. Aber willst du von dem Brot gegeten und satt geworden sind? Dort wie gestern Tankers. Dann hatten sie eine wundervolle Erfahrung. Und sie wären satt geworden, aber das wäre nicht Frühstück. Habe ich einmal angesehen, am nächsten Tag war er Frühstück. Das wird sein wollen. War er Frühstück eten. Und Jesus wie fort. Und Jesus sagt, und weißt du was, ich komme nicht heran, wenn ich der Messias sehe, ich komme heran, wenn das Brot. Ich komme heran, wenn die Erfahrung. Je komt hier aan met wat ik voor jullie kon doen. En dan onderhouden ze zich. Dan zegt hij, schaaft je het eten aan dat niet voorkomt dat. Schaaft je het eten aan dat voor dat eeuwige leven blijft. De mensen zien wat je ons geven, wie het staat als woord God de voor mij geschickt heeft. Dat is niet wat ze willen. Ze willen Frühstück. Ze willen ervaring. Maar Jezus zegt, hij kan je een brood geven, wat eeuwig het leven heeft. En weet je, Schwester, das Unterschied, der ist himmelhoch. Of ik Jezus herango wenn Erfahrung, oder wenn hij Gott ist. Wenn wat leist du an Jesus? En so wie man das klar hat, das die Juden, sie glaubten an Jesus, solange sie ein Brot gab. Aber wie war es für sein, was mit ihnen passiert? Wenn diese Unterhaltung, ich wollte nicht alle lesen, aber lest in Johannes Kapitel 6. Lees dat mal even. Check mal naar de onderhouding tussen de Juden en Jezus en wat het op doel gaat. En de Juden, ze wengen allemaal terug naar het brood en Jezus wengt en terug naar hem zelfs. Dat is de Messias. En zeg je, ja, Jezus antwoordt en zegt aan, God zijn werk is dit. So, ze zeggen door even, oké, wat is God zijn werk? Wat zal we dan doen? Dat we eeuwig leven hebben. Wenn hij dan gezegd, ik zie het brood, wat je een eeuwig leven kan geven. En dan zeggen ze, wat zullen we dan doen? Dan zegt Jezus, dat je aan den blijven, den hij geschickt heeft. En weet je, Jezus, hij draait dat allemaal waren trainen naar zichzelf. Je moet aan mij blijven. Nou, zoals ik zei, ervaring is wondervol. Dat je het schijnt, wanneer we een wunder beleven naar een ervaring. Maar nächstes Mal ist es doch nicht. Wat is dan? En dat is wat hier passiert. En zo Jezus wenkt onderhouding. Hier in das ganze Kapitel. Einmal war er trainen naar zichzelf. Einmal war er trainen naar zichzelf, aber sie kriegen das nicht. Einmal war er ein anderer Timer. Dann sehen sie zu ihm, was hast du für ein Wunderteken, dass wir dort sein und an die glauben? Was warst du dann? Harter Grund. Hatten sie jetzt den Tag nicht Brot gegessen? Wären sie nicht alle herangekommen, wenn was an der Krankheit? Wissen sie nicht von der Aussatz, was wir rein geworden? Wissen sie nicht von all das Wunder, was Jesus steht? Und nun sagen sie, was war denn von Teken da, dass wir an die glauben? Kann ich sagen, was hier passiert? Sie wegen einmal war er durchhan, und Jesus winkt dann drei nur arm. Dann wegen sie war er dort han, und winkt hand war er drei. Und so ich will Ihnen ein Hotline Lied, dass wann uns Glauben gegründet ist auf diese Erfahrungen. Und bitte dort mich nicht verstehen, dass ich alle wasch mit, das ist nicht mein Punkt. Aber das ist ein Glauben, wo du auf einer Erfahrung steht, wo der nächste Weg nicht ist. Wo ist der Glauben dann? Und so das, was mit diesen Juden passiert. Und so nu wollen sie, die Juden sehen nochmal, die jüdische Lehrer sehen zu Jesus auch, like, wie sonst ein Teken, dass wir an die glauben? Sie haben nur Hunderte gesehen. Und dann sagen sie, wie sonst mal was, dass wir glauben, dass du was Gott sehen. Und Jesus sagt hier, weil die wollen das Teken von Jonah sein. Und er meinte, er wird sterben, war er abschwungen. Aber sie wollen Teken. Jesus sagt von den Juden, Paulus sagt von den Juden in 1. Korinther, er sagt, die Juden segnen und Teken und die Griechen nur Weisheit. Und das ist in der Welt wir, wo er wohnt. Und die Juden wollen Wundertekens. Sie wollen, wie sonst mal was, dass wir können bleiben an die. Dann sagt Jesus, das Brot von Gott ist da. Manchen das ist ein Wort, was eine Person wies, das ist da, der vom Himmel raufkommt. In der Welt das Leben gibt. So Jesus dreht das, was er trägt nur arm. Ich sehe das Brot, ich sehe das Leben. Ich sehe da, an wem sie glauben.
Und so sie drehen dort immer Hand drehen. Dann sehen sie, Tam, Jaffans immer so ein Brot. Und der Brot, wo sie von reden, das ist Jaffans ein Teken. Jaffans, gestern uitgebraut Ankers. Jaffans war der Ankers, sonst fehlt Frühstück. Und so sie reden von natürlichem Brot, Jesus redet von geistlich. Jesus, was sie getan? Ich sehe dort Lebensbrot. So er sagt ganz klar, ich sehe das. Ich sehe dort Brot, was ihnen fehlt. Ich sehe dort Lebensbrot. Wer an mich kämpft, dem wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nicht mehr darschen. Na, das sind so eine Dinge, als Jesus einmal sieht, wird nicht Sinn merken, anders als das wieder an Ewigkeit nachdenken. Wenn in dieser Welt hungert uns, in dieser Welt darscht uns, aber weißt du, wenn wir das Lebensbrot nicht haben, und uns glauben, es hat Erfahrung gebaut, wir bleiben immer hungrig. Und immer mehr muss es sein. Und wenn das nicht ist, dann hat ich nichts mehr mit so Gott, weil ich nichts zu tun habe, schmiedet alles fort. Und so ist es sagen, von der in Christentum in Nordamerika passiert das tausende Mal, jedes Jahr. Wenn wir haben nicht das Lebensbrot, soll nicht sein, wir haben nicht, aber wir glauben nicht wirklich an das Lebensbrot. Wir glauben an üterliche Dinge, an Erfahrungen, an unsere Umstände. Und das ist gefährlich. Und das jetzt so erscheint, wenn wir übersatten ein Brot essen, ein Wunder teken. Mensch, das jetzt scheint. Ich sage uns, wer das Brot schmeckt, so scheint es kein anderes Brot. Sogar die Fisch hatten keine Speckerspann. Aber Jesus versägt nur arm zu drehen, wenn dort wo das Leben ist. Aber ich habe ihnen gesagt, sie haben mich gesehen, aber sie glauben doch nicht an mich. Und so Jesus sagt, sie haben mich gesehen, sie haben alle die Wundertekens gesehen, sie weiten von jener Schrift, dass ich sie der Prophet, was kommen soll, wenn der Wort prophezeit. Und erst sehen sie all einmal, ja, das ist der Prophet, was kommen soll. Aber sie kriegen es nicht zu holen. Und so sie glauben nicht wirklich an Jesus. Sie glauben an das Brot, was er geben kann. Sie wollen mehr von dort, aber sie glauben nicht wirklich an Jesus. Mein Vorderwald, dort wer den Sehen sieht und an ihm glaubt, dass er ihr Leben haben soll, in den wo ich am letzten Tag von dort abwarten. Und so Jesus, er dreht dort, war er nur sich selbst und er sagt, ich sehe das, was ich tragen kann. Ich sehe den Grund, auf welchen die Leben machen. Glaubt nicht bloß an diese Erfahrungen, sondern an jene Umstände. Glaubt an mich. Jesus sagt, ich sage Ihnen die Wahrheit, wenn Sie den Menschen sehen, sein Fleisch nicht eten und sein Blut nicht trinken, habt ihr kein Leben in Ihnen. Wow. Jetzt sind noch Menschen verräter, nicht? Aber weißt du, was Jesus sagt? Wenn ich nicht war, Nummer 1 sein in ihrem Leben. Und die waren bloß einfach, er redet geistlich, wenn man nicht geistlich denkt, die waren mein Fleisch, mein Blut trinken. Like, ich war Port worden von Jünd. Ich war in Jünd wohnen. Und ich war Jünd leiden. Und wir weiten von der, und dann wird es noch nicht bald, aber der Heilige Geist kommt, aber Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Aber da muss Port sein. Da muss bloß einfach so, wenn du Arzt, dort wird Port von deinem Körper. Und so, er sagt, jemand mein Blut, mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Wenn ich sehe das Lebensbrot. Ich sehe den Grund, auf was an der Glauben mit gebüht sind. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Willst du gleich ein Glauben zu holen, ganz bei mir? Willst du gleich so ein Glauben zu haben, was der ich decken dann jetzt? So ein Glauben, was der ich viel jetzt, so ein Glauben, was der ich, wenn alles verschmattert in dieser Welt, dann habe ich das Glauben noch. Willst du so ein Glauben gleichen? Wenn das der einzige Glauben, was die was raten, dann wird ja der Glauben, der ist an Jesus Christus. Und Jesus sagt, wenn die mein Fleisch essen, oder wenn die wirklich an mich glauben, dann bleiben sie in mir und ich bleibe in Jünd. Und da wird nicht so eine Geschichte von dir verteilt worden, dass er auf seinen Glauben weggeschmissen. Jesus Christus ist der Grund für uns Glauben, Geschwister. Und Jesus wohnt in uns durch sein Heiliger Geist, durch seine Kraft. Und da passieren Wunder, da passieren gute Dinge, aber das kann nicht der Grund werden für den Glauben. Wenn das der Grund wird für den Glauben, dann hast du das gehört. Beim nächsten Tag ist das Wunder da nicht. Morgen passiert was sehr böse zu dir.
Meine Frau hat von dieser laatste werk veel te doen. Je had met een groep van Belize. Een ganze van vol lied. Christel je lied. Had een accident. En bloos schrakel je accident. Zo wist de geloven aan. En zo weer mijn vlees aard en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik een arm. Zo'n geloven wel ik kan. En want alles verjaart op deze wereld en dat wordt. En dan wordt alle te de grond komen. We zeiden, wordt alle naar de hel gaan in een handbasket, zei we op Engels. It's going to hell in a handbasket. En zo deze wereld verjaart, deze wereld die zinkt duip aan zin. Maar wo zijn die wat eruit steken? Dat zijn die wat op Jezus Christus gegrond zijn. En ons geloven maar op aangegrond zijn. Veel van zijn dingen, als ze dit hier en zeiden, dat zijn horen weer. Wer kan dat verstaan? Ja, wer kan dat verstaan? Wie willen brood, wie willen om eiweizen en eten, wie willen een wunder zijn. En nu zal we die eten en drinken. Dat zijn horen weer. Dat leven schreef wie durch den Geist, zegt Jezus. Dat vlees kan door niet houden. Die wir durch die reden, zijn Geist en zijn leven. Ik geloof wat Jezus gezegd heeft, dat ik reed geestlich te doen. Ik meen niet dat je mijn karpen zal eten en mijn bloed drinken. Hij brukt dat als een geestliche weg van reden jemand poort worden. Ik moet poort worden van je leven. Vandaan aan ging vele van zijn gingen 3 en ging niet meer met hem. Nu werden ze erg. En hier is de vrouw. Op wat is die geloven gegrond? Ik ben wanneer het mal werkelijk erop aankomt. Oh, weet je, wanneer het schijnt en wie hebben alle handen goede dingen im leven. Mens, dat het schijnt. Ik heb je verteld, en zoals je een paar weken 3 weken 2, wat immer weer, had ik zo'n grote video. Ik wist niet, want ik me zal draaien naar een rol. En ik heb maar gehoord van mensen dat ze op een vloer omrollen in het video. Had ik nog never beleefd. Maar nu deed ik. En wie veel mensen beden en wie krijgen mensen naar ons en zeggen, wat is je aardig? En mensen beden maar iemand, boom, wie de video was. Er is niemand maar teruggekomen. Dat het schijnt. Dat wie een ervaring. Mens dat ging schijnen. En door van de reden, je hebt me nog helemaal schijnen. Zo'n soort dingen, die gaan schijnen. Weet je wat 2 jaar terug, dan ligt daar een airplane in Karn. 5 mensen dood. Ons leven versmaterd in 1000 Peter. En we hadden alle gebed van een gelijke reis. De ganze ooster ervaring in ons leven. En we leven dagelijks nog immer met de volgende woorden voor de eeuwige tijd van ons leven. Dat is zeer slecht. Wo wil Jezus staan? En weet je, lief, wanneer mijn geloven gebeurd is, heb de ervaring wat ik 3 weken terug had. Dan vlam ik dat alle voort. Want dat passiert wat 2,5 jaar terug passierde. En ik heb jullie gezegd dat ik kamp met God. Ik heb zo'n kamp met God doorgestaan. We hadden gebed als elders. Al onze partner, we hadden gebed van het lekkere reis. Maar weet je, Annie had gebed. Duizenden christen beden voor Bill. Maar den dag had ze graduiert in Starfbild. En zij schmeidt de geloven weg. Ze zegt, met zo'n God heeft niets te doen. En weet je, lied, waar we niet dingen wegschmieden, dan zegt Jezus voor de 12 wil je ook weggaan. En dat is de vrouw van mij en die van jou. Wanneer du een ervaring hast in je leven wat zeer negatief is, gehst du dan naar huis. En wat passiert dan? En weet je, dat heeft te doen met hoe die geloven is. Dan zegt Simon Petrus am hart, naar wem zal we gaan? Die weer zijn eeuwig leven. Naar wem zal we gaan? En we zijn ook wat door je komen, dat we geloven en weten, dat du de Christus God zijn Helden zijn bist. En weet je, de Jünger blijven door, wenn zij geloven aan Jezus, niet bloß aan dat brood wat zij eten. En weet je, dat brood eten, dat is wondervol. Bitte dat we niet zo verstaan, dat we niemals zullen Wunder haben, er einzelne Dinge staat. Dat is niet mijn punt. Dat jetzt so erscheint, Gott wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns, Gott will in die schaffen. Und Gott will bitte je welche Dinge in die doen. Aber wenn dort der Grund ist für den Glauben, dann bist du in Trouble. Wenn das jetzt so ein Tag, wo alles verschmattert in diesem Peter, das jetzt so ein Tag, wo er weer doodhield in de familie. Dat jef zo'n dag, wo er bij iemand nodig is, dat hij heeft bloed schreef. Dat jef zo'n dag, wo
Duizenden Menschen beten und das Wunder passiert nicht. Was dann? Und ich will Ihnen Mut machen, Lied, dass wir uns glauben, ob Jesus Christus sagen. Amen? Amen. Weil wir nicht Jesus vergeben. Weil wir nicht alles in Gruben anschmieden. Und ich weiß, was viel Finger gewesen von einer Ditch, von einem Gruben und anderen. Ich sage einmal, wie Christen, wie saßen an 2 verschiedene Seiten vom weichen Gruben und wie sind Finger an der anderen Seite, wo das Wort steht. Und das ist nicht reich. Jesus ist auf dem Weich, Geschwister. Jesus ist in der Meer weich. Weil wir nur Jesus checken, weil wir Jesus nur folgen, weil wir uns glauben ab arm sein. Weet je, Jesus ist der, was für uns gestorben hat. Jesus ist der, was begraben wird. Jesus verstand ab. Jesus hat ihn vor an der rechten Seite. Jesus kommt zurück. Jesus ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus ist der, was alles in ihr hält. Jesus hat alle Autorität von Himmel und Erde. Und Jesus wird uns durchführen. Wenn wir an Arm bleiben, dann bleibt er an uns. Und wir bleiben an Arm und wir wollen durchführen, ganz bei den Eng. Amen? Wir wollen Jesus leben. Aber dann waren wir uns frei in Erfahrungen. Aber Jesus muss der Grund sein für uns glauben. Ziemlich hervor, Dankeschön für den Wort. Dankeschön für diese Geschichte, wo die Juden einmal in ein Haus gingen, wenn sie können die Lehre nicht annehmen, dass du der Messias bist. Und dann haben wir gleich in Erfahrungen. Wir gleichen dort, wenn wir Wunder beleben in uns Leben. Das jetzt so erscheint hat. Und wir danken dir für jeder Wunder, was du das. Aber help uns glauben, auf die zu bauen. Und das waren Tage in uns Leben, ja, wo alles verschmarrt. Und wo alles wach ist. Und wir wissen nicht, wo wir stehen. Auch. Wir wissen nicht, dass du schleibst, oder was du tust. Aber dass wir in so einem Tag festhalten an die. Help uns, Herr, dass das, was der Grund ist.